Bei jedem Grill habt ihr immer das gleiche Thema. Ihr braucht irgendein Apero, ihr braucht irgendetwas, bevor das feine Fleisch parat und fertig ist. Und genau darum zeige ich euch heute Knoblauchbrot à la Stedi. Liebe Patricia, bist du gut, gib mir 2 Schüsseln, 2 Gabeln. Gabel und eine Gabel für mich. Sehr gut. Das Brot ist dafür Knoblauchbrot. Ich nehme ein Butter, Du machst auch Butter, okay. Genau, so, schau mal. Ich nehme da ein schönes Stückchen Butter raus. Also ich mache einfach genau gleich wie du. Genau. Warte mal, du hast ein bisschen mehr. Muss natürlich schon genau sein. Einfach ein Stückchen Butter und dann tun wir das mit der Gabel leicht abdrücken. So, Also es ist zu empfehlen, dass Butter so mindestens Raumtemperatur hat. Ne? Direkt Perfekt. aus dem Kühlschrank ist wichtig. Ich mache schneller. Patricia ist natürlich schneller als ich. Und ich habe gehört, Patricia hat auch noch eine Idee, wie man es machen kann. Bitteschön. Dankeschön. Perfekt. Ein kleines Löffel. Dann kann man den noch ein bisschen einfach ein bisschen weich drücken. So. Und jetzt hört ihr schon, wenn ihr es so macht, also wie Cremeli, dann kommt bereits die erste Zutat. Die erste Zutat, relativ logisch für Knoblauchbrot, nehmen wir Knoblauchmarinade. Wir geben den Pfupf Knoblauchmarinade dazu. Nicht zu viel. Ich So, mache dann- genau gleich, okay. Ich gebe für dich ein bisschen dazu, weil ich habe das Maß natürlich. So, perfekt. Und das Ganze wieder sauber untereinander machen. Also ich würde sagen, für die, die nicht so das Maß haben, so, es ist so Baumnussgroß. Eine Baumnussgröße dazugeben, genau. Es riecht mega. Sehr gut. Wow. Und jetzt kommt natürlich auch der ganze Knoblauchgeschmack führen. Das war eine super Idee mit dem zweiten. So, Gut. so. Und jetzt seht ihr selber, es gibt so wie eine schöne Masse am Schluss. Schöne Farbe. Schöne Farbe, wo wir natürlich danach schön drauf streichen. Jetzt würde ich bei mir noch ein bisschen, ihr seht, ich habe ein paar Krütchen aufgestellt, weil reines Knoblauchbrot sieht immer relativ langweilig aus, von der Farbe her. Und wir geben jetzt einfach noch ein bisschen Struktur dazu, zum Beispiel mit ein bisschen Schnittlauch. Nicht zu viel, weil sie geführtrechnet. Willst du einen anders? Ich weiß nicht. Irgendeins. Kann ich auch so eine Mischung nehmen, zum Beispiel italienische Absolut. oder... Ja. Es geht mehr darum, dass wir nicht nur einfach so gelbes Ding drauf schmieren, sondern dass es ein bisschen Farbe hat. Also ich nehme die italienische Kräutermischung. Wenn dir das gefällt, dass sie italienische Kräutermischung nimmt, dann lass dir den Daumen oben da und bleib unbedingt dran, um am Schluss zu schauen, wie fein das da rauskommt. Ist gut? Mm. Und ich bin halt ein Knoblauch-Fan und darum hauen wir noch ein bisschen gefriergetrockneten Knoblauch rein. So. Ich könnte auch eine... Ich weiß nicht, ich wollte nicht jetzt schon schnell, aber findest du ein Stück ausbrechen wäre auch noch? Perfekt, dass wir hier wirklich schön haben. Perfekt. Du den wieder vermanschen. Den liebe ich. Könnt ihr das falsch machen? Nein, eigentlich nicht. Wichtig ist einfach, dass alle Zutaten untereinander sind. Und dann mit dem Vermanschen von Butter machen wir nur, damit wir es nachher einfacher streichen können. Schmilzt nachher auf dem Grill, oder? Genau, ganz genau. Ich nehme hier eines von diesen feinen Baguette auf die Seite. Weil ich nicht so gut kann in der ganzen Länge schneiden, tue ich das Baguette immer in der Mitte zuerst trennen. Und nachher schneide ich das sauber in der Hälfte. Und willst du nachher die fertigen Brote dann da drauf tun? Ganz genau. Dann nehme ich so ein zweites Ding. Super. Ihr seht, warum das immer die Frau mithelfen muss. Sie tut euch dann ein bisschen umsorgen, sie schaut euch und so. Und genau um das geht es ja, oder? Tun wir es darauf schön anrichten. Und nachher geht es mit dem bereits auf den Grill. Also dann kann ich einfach so drauf. Genau. Seht ihr jetzt? Und obwohl ich nicht so schön die Butter gemacht habe wie Patricia, die natürlich ein Profi ist, ich bin mehr so der Esser. Und an alle Griller und Grillerinnen unter euch, ich bin sicher, dass ihr da gleich seid. Also wenn man so einen Koch da unter uns hat, wie gesagt, ja, Profi. Also, So, ist das gut? da- Nein, du machst viel grosszügiger, Das ist gell? perfekt. So, schaut mal. Seht ihr den Unterschied? Und nachher schauen wir den Rest an. Ich nehme da noch ein Butter. Und du hast recht, bei mir hat es viel zu wenig Kräutchen drauf. Seht ihr, könnt auch so. Es muss nicht komplett betoniert sein. Damit wir Platz haben, stört es dir, wenn ich einfach so Das. mache? Meine 2 noch nicht bis so gut. Ah, gut. Ich habe dort noch, Weil wir können nachher noch aufmachen, bevor wir wo auf den meine Grill 2 noch tun, ein Timpen. Ich nehme jetzt bewusst noch ein Kräutchen drauf, ganz am Schluss. So. So. Kann ich doch ein viel. Und darum gehe ich hin und tue das hier ein bisschen überleeren. So. So. Und jetzt kann ich das, weil es 2 Hälften sind, darum habe ich ihr gesagt, noch nicht zusammen machen. Miteinander ein bisschen verstreichen. Voilà. So, können wir dann noch schön machen. Aber ganz am Schluss, wie gesagt, ums Resultat geht's. Da machen wir jetzt so ein halbes. Yeah, sie Sehr verbinden gut. sich jetzt. Wir haben jetzt gebraucht irgendwie etwa, ja, ich würde sagen, 150 Gramm Butter für
2 Baguette. 2 Baguette, zum Schluss 8 wunderschöne Knoblauchbrötchen. Sodeli. Tu die wieder zusammen. Zack. Sodeli. Also, schon fertig. Steht die Knoblauchbrot gemacht. Mit der Knoblauchmarinade, wenn man möchte, noch ein bisschen Knoblauch dazu. Irgendwelche Kräuter, dass es ein bisschen farbig aussieht. Wenn ihr frischen Schnittlauch habt, Oder könnt ihr also Stickauspfeffer. selber tun. Ah ja, natürlich, den Stickauspfeffer nicht Den habe ich vergessen. genommen, ja. Und der kommt auf den Grill. Der kommt auf den Grill. So fein. Und wenn das Wetter nicht mitspielt, würde ich sagen, das kann man auch im Ofen machen. Wir machen es trotzdem. Wir auf machen, den weil Grill. ich habe für Sonne gesorgt. Sehr gut. Wir sind Auf bereit. den Grill, ja. Ob es regnet oder Aber- schneit, heute wird ja. brötelt. Da ist die Wundermaschine. Suppi. Ah, Für dich wichtig, Knoblauchbrot Heiß. nicht zu heiß machen. Wir sind jetzt etwa bei 180, 200 Grad. Jetzt nehmen wir schnell meine Zange. dein Werk, wie willst du das drauflegen? Ja, ich würde jetzt einfach eins ums andere so. Okay. Und zwar immer natürlich auf der Brotseite. Kann ich auch. Ja, gerne. Ich habe die sehr gern. Steady-Schürze. Du hast die Steady-Schürze Jetzt kann bekommen. nichts mehr schief Jetzt gehen. darfst du. Und da unten mache ich die noch ein bisschen heißer. Tipptopp. Schaut mal. Wunderschön. Nochmal schnell zum Anschauen. Wir machen jetzt zu. Der Grund ist, damit die Hitze kompakt bleibt und nicht auf und runter geht. Und wie das Ergebnis nachher aussieht, zeigt er in ein paar Minuten. Ich sage dir nachher genau wie viel. Das wird duften, noch besser bald. Bis nachher. Ungefähr 6 Minuten später ist das Knoblauchbrot bereits. Ich habe alles parat hier. Wow. Tada! Wow. Genau so Achtung, muss es aussehen. Zange. Kann Danke ich so für die für dich Zange. heben? Ich tue das hier überbiegen. Ganz ehrlich. Ja, Ich dann kann gib da- mir die Zange wieder, dann Nein, hast du die Hand frei. es war ein bisschen warm. So, dann nehme ich das so ein bisschen schräg. Ich Seht kann ihr? auch woanders stehen. Warte mal. Ich glaube, ich bin dir gegen die Hand. Kommst du Ich von komme dieser da. Seite? Ich komme da. Ah, es ist perfekt. einfacher, Oh, gell? das ist einfacher. Ja, danke vielmals. Aber trotzdem, gut schauen, Grillzangen helfen immer. Und jetzt seht ihr hier auch, Wow. welche das am schönsten gestrichen sind. Das sind die von der Patricia. Also man sieht am Schluss den Unterschied, wer was gemacht Ich hat. weiß nicht, ob man das wirklich so sagen könnte. Aber in 5-6 Minuten ein Apero, das ist genau da, wo wir wollen. Wow. So schön. Wir schneiden das gut. Willst du gleich da drauf schneiden? Ah, ich glaube, das ist am einfachsten, ja. Gell? Schau mal, jetzt können wir das da tipptopp schneiden. Und- Oh, schau mal, Patricia, von mir fast auf den Knie. Gewaltig. Musst dich nicht dran gewöhnen. Nein, sicher nicht. Seht ihr? Und auch hier, Teamarbeit ist unerlässlich. Und jetzt sind wir noch ganz schön von der Patricia. So, So bleiben die auch noch schön heiß, gell? genau. Perfekt. Die gebe ich dir gerade so über. Der ist super. So super auf dem Messer. Ach komm, kannst du den auch schneiden? Dann sind wir alle oben dran geschnitten und die unten nicht. Machen wir noch einen. Ei, Alles dann gut. probiert mal. Probieren, tun wir gerade nachher. So, zuerst lassen wir es ein bisschen abkühlen, damit wir es Sehr auch gut. Wir müssen die fein Schnorren nicht probieren. verbrennen, gell? Also, Voilà! wunderbar. Apero in 10 Minuten auf eurem Grill daheim mit dem Stedi, Knoblauchbrot, mit oder ohne Stedi, mit oder ohne Patricia, das funktioniert immer. Also ich weiß es Gott, aber ich würde gerne das von dir hören. Kann man auch in einen kleinen Grill ohne Deckel. Genau gleich. Ich würde jetzt das an Trommelwirbel machen. Es riecht fein, es ist knusprig. Fantastisch. Es hört sich so an. Also, Mm. wenn es dir das Stückchen genug ist, dann kann ich den Rest noch. für Nein, mich nicht. nehmen. Gehst du schon Nein, weg? nein, aber die anderen warten auch noch. Ah, stimmt. Nicht vergessen, bis so gut ein Like unter dem Video, abonnieren, teilen und bis zum nächsten Mal in der Stedi Grill Show. Tschüss miteinander. Ciao. Und jetzt nehme ich esse mit dem anderen zusammen. Du hast mir jetzt mein Stückchen geklaut.